Moin! Hvad er lavsaksisk? Lavsaksisk eller nedersaksisk er et vestgermansk sprog, der stammer fra oldsaksisk, et af de sprog, som også er forløber for engelsk. Efter århundreders marginalisering er det nu officielt anerkendt i det nordlige Tyskland og det nordøstlige Nederlandene. Som Hanseforbundets internationale handelssprog udøvede nedersaksisk betydelig indflydelse på blandt andet skandinaviske sprog i middelalderen. Der findes også flere plattysktalende samfund i Amerika, herunder nogle mennonitgrupper. I Tyskland kaldes sproget normalt plattysk eller nedertysk, selvom disse navne kan være misvisende. Tøven og Bronstein. Hvad sagst, Marleen? Fragt Silke und holt Ätenpacken uten Kölschab. Mit Frau Leumann in 21 Karatnuschins-Gaubach-Dohl. Jo, dat stimmt, adert Marleen und gött sich noch ein beten Kappe in Bäcker. Rieder was für Pferdheim doch noch heil, krägel und schwungvoll. Dat was schon noch verdient hier. Warum nimmst Rieder? Fragt Silke. Sind Ökonoms nicht gegen die Vorschrift? Marleen knickert und verklort. Rieder hat eigenen Vorschriften und die sind strenger. Kriegst von deftig ein ob'n Dassel, wenn du mit Frau Löhmann ansnackst. Bourgeois, nimmt sie dat. Die ist schon knallharte Kommunistische. Silke ist baff und fragt, und warum Rieder und nicht Margarete oder Grete? Marleen tuckschullert. Ist doch Sponge, sagt sie. Der kommt ja aus Mexiko. Margarete Leumann aus Mexiko? Fragt Silke nur noch baffer. Und dort auch noch kommunistisch? Hat sie Verwandte hier? Marleen winkt auf und andert. Nicht hier nicht und nicht dort nicht. Ist steinalt und hat Hühn und Perdün überlebt. Geld auch. Da hat jüngere Süster nach Deutschland bräucht. Man nu ist die auch alt bleiben. Silke mag der Ätenpacken oben und fragt. Man, warum sind die Süstern denn nicht zusammen noch junge Leben genoten in der DDR trocken? Die wollen mit dem Ostblock nix zu tun haben. Nur hör mal, Silke. Wie zwei könnt ihr halt zusammen. Da vertell ich dir wat. Heel vertraulich. Kann sehen, dat ist nicht professionell. Tustert Marleen. Warum vertell dat nicht wieder? Ich will schon nicht noch ob der Arbeit als ein Sludergerät verroten waren. Wieso nicht? Fragt Silke knäpsch. Bist dat all anerwegens? Marleen grinsmüstert und andert slagvaardig. Man blauts in Kroog an der Teig und dann lacht und pruscht die zwei miteinander und glupt gau nur rechts und nach links und dann nur mal ernsthaft. Hört hau, sagt Marleen. Hier käm mal ein Kerl zu Besuch, der hat Rieder für sin Doktorarbeit befragt. Da hab ich bin Rümpelchen Luke Owert. Irland wären all Kommunisten und sind von Hamburg nach Mexiko utwandert. Noch für dat Hitler sich hier dat Regier übern Schnurr reden ha. In Mexiko gibt er today Titen Kolonie von Marxisten, besonders Deutsche. Man die sind Rieder und Süster oplossen. Rieder wär all frühtätig und übertüchte Kommunistische. Sie bleib los und ledig und han Bach leif schuppen.
So was daar in den doorkring. Als utopische Theorie und vrijgeefse leven. Rieder geef sogar stolz aan dat zijn leefschap met Leo Trotsky ha, als nog bloot jong was. Zu derselbigen Zeit, als der Kerl auch wat mit dem mexikanischen Künstlerchef Frida Kahlo ha. Weet je, der mit der Augenbrauen. Rieder Himmel Trotzky schien's nur noch an. Snackt jimmers über jimmer wunderbare Zeit miteinander. Den Leo Hallore een Sponschen Stalinist doodslagen. Du meinst den bekannten Kommunist Trotzky? Fragt Silke mit Twiebel. Mann, warum mümmelt sie denn ab und an wat über ein Bronstein? Kommt heute wohl der Bronstein und so'n Kram? Will ich auch nicht, sagt Marleen. Vielleicht ein Besucher, den sie op Teugendeit. Als ich weet, ha sie buten den door opneemten Doktorand, man bloot een Besuch hat. Pastor Hansen, den het sie kurzhannig Rootsmäden und einem Drogenhändler neumt. Und den knickert Marleen Liesen. Drogenhändler? Fragt Silke verbiestert. Tjo, von wegen Religion ist das Opium für das Volk, verklort Marleen. Och, das ist schon drollig, hat Silke und grient. Mann, der feine Herr? Was für ein feiner Herr, fragt Marleen baff. Och, ich hab zweimal so'n feinen Mann wie Rieder sehen, verklort Silke. Mal stund er bij de deur en leunt me voorbij. Andermal seid er bij op een leunstoel. Uschlich zwart en wit Haar, een Spitzbord en ovale Brillengläs. Mal noch kicken, sagt Marleen. Nee, in Besucherboek vind ik man bloot de opneemten 2 en de. Silke fällt hebbelig in Wort. Nur hör mal to, wat Google te sagen hat. Lev Davidowitsch Bronstein, später bekannt als Leo Trotzky, gestorben 21.08.1940 in Coyoacán, Mexiko. Gau, kijk die gauw Da ist sie schon, der feine Herr. Op de Deel. Wüsste man an der Tür vorbei. Wat? Marleen dreht sich und päst nach der Tür, kiekt noch Buten an. Ich seh nichts, sagt sie und fängt an, der Tür lang zu gehen mit Silke achteran. Die Tür nach Rieder Stuf ist open. Der Old liegt da mit offenen Augen und Grinsmüstern. Marleen kiekt und rührt Nippernau an und sagt, sie ist just man weg von hier. Silke kiekt traurig, man auch zufrieden an und sagt, verwiss mag sie zusammen das Besit in Mexiko.